Das Wirtshaus zum Hering in Tutzing. Auf der schönsten Terrasse am Starnberger See soll auch dieses Mal türkisch-bayerisch gekocht werden. Profikoch Fritz Hering und sein Assistent Hans-Peter Deiser bauen schon den Küchenstand auf. Seine Einkäufer hat er in die türkischen Geschäfte am Münchner Hauptbahnhof geschickt. Reporter Franz Xaver Gernstel und der deutsch-türkische Schauspieler Adnan Maral haben alle Hände voll zu tun, um Herings Einkaufszettel abzuarbeiten. Kolay gelsin. Günaydın, ne? Günaydın, gell? Günaydın. Was brauchst du? Hackfleisch? Ja. Kıyma? Ja. Du machst wieder Köfte. Genau, ne? Das schaut so aus, weil ich wieder Hackfleisch. Ja. Nein, ich mache Mante. Ja, Mante ist, sind so wie Raviolis. ja, Also da müssen wir noch den Teig kaufen. Ja. Und dann tun wir da Hackfleisch rein. In einer bestimmten Mischung. Ja. Und müssen ja noch so zusammenfalten als Täschchen. So kleine. Und das ist Mante. türkische Ravioli. Türkische Ravioli. Ja. Was braucht man noch für meine Zucchini-Pflanze? Brauche ich nichts. Warte mal, sollen wir noch mal vegetarisch. kurz- Guck noch mal. Koteletts brauchen wir Ach, noch. das Dingens, Lammkoteletts. will ich machen. Lammkoteletts. Ah, Lammkoteletts. Kabulgada. Das war viel. Oh, wir wollten kein ganzes Lamm grillen. Das haben wir schon gemacht. Meine, da muss ich mal dann links. Oh, jetzt geht's ihm aber an die... Sie haben da immer ein ganzes Lamm auf Vorrat da, ja? Yani diyor her zaman mı bir komple bir kuzu var Tabii, şey olarak lagerde? Tabii, tabii. Ja, sagt er, Ja. 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 Muss. Lamm ist so das Standardfleisch in der Türkei. Ja. Ne? Ja. Noch mehr Wie das als, Schwein oder? ja. Das ist quasi das türkische Schwein. Das ist absolute Präzisionsarbeit. Ja. Wie ein Chirurg arbeitet er, gell? Oh, hier lang. Also hier ist Kaschar, Ist das der Hartkäse? das ist der Hartkäse. Der ist jetzt natürlich, es ist ein junger, also wie bei dem Gouda, was ist Ja. auch alter, davon gibt es eigentlich einen alten. Und das ist aus Kars. Ja. Kars, da komme ich her. Ach was, tatsächlich ist deine Heimat. Das ist meine Heimat. Aha, so. Und der ist bekannt dafür. Das ist bestimmt dein Onkel, oder? Ja, das ist mein Onkel. Ja? Ich finde das toll. Ne? Jetzt, immer wenn ich mal Sehnsucht habe nach meinem Onkel, komme ich in den Supermarkt. Kaufst einen Käse. Und gucke ich, oh. Wie viel wollen Sie davon haben? Das ist so eine Handvoll? Ja. Meine Hände sind ein bisschen größer. Sehr gut. Dann passt schon. Guck, das ist der Geschäftsmann. Ne? Meine Hände sind groß. Aber wir haben jetzt gar nicht probiert, gell? Nee, er lässt uns nicht probieren. Wollen Sie was probieren? Er möchte gern probieren. Ja. Das ist ein bisschen ein Schnorrer. Hast du schon mal einen Türken gesehen, der nicht probiert hat? Diese Oliven die haben wir immer Probleme, weil da steht Kunde und eine von dem, eine von denen, da haben wir keine Zeit mehr. Freitag und Samstag. Das sind viele Leute. Wie wäre so, wie Krieg kommt, verstehst du? Die wollen einfach zack, 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 alles. Aha. Ich weiß nicht warum. Und die Kunden, was sind das für Leute, die Kunden? Da haben wir Deutsche, hauptsächlich Türke, aber da kommen auch Kriege, Jugo. Da gibt es keine Berührungsängste so zwischen den Nationen. Nein, nein. Aber Kriege oder Türke ist, das ist. Das ist ein richtig internationales Viertel geworden genau, hier, gell? genau. In jeder Straße ist es so. Das ist, die Name ist ja schon da, also geht er. Dank Goethe, siehst du. Franz, habe ich die Ehre. Fritz, servus, grüß dich. Wir haben schon fast alles gekauft, pressiert schon, oder wie weit bist du denn? Nein, du, ich bin jetzt gerade, also wir bauen jetzt gerade auf, aber ich brauche schon eine halbe Stunde, brauche ich schon noch. Aber ich werde es ja noch brauchen, oder? Du bist gerade aufgestanden, oder? Nein. Du, ihr seid so gut, du. Ich bin schon fit, du. Du, Ja, wir würden dir ein Geschenk mitbringen. Was hättest du denn gerne? ja, da freue ich mich schon, ein Geschenk. Ja. Ja. Was Großes oder was Kleines? Was Großes? Da ist ein Geschenkeladen. Ach so, ja, nein, was? Ja, mag ich, nein, ich mag schon was, irgendwas halt.
Brautkleid, Mokkatassen, Aktentaschen. Ja, Mokka-Taschen war nicht schlecht. Das mag ich gern, Mokka. Ist was für eins? Mokka. Türkischer Mokka, oder? Mokka. Ja, Türkische mag Mokkataschen. Okay. Ja, ja. Jetzt kaufen wir mal ein Geschenk für dich. Ja, da freue ich mich. Gell? Okay. Aber Dann bis. Schienetassen, Was? gell? Schienetassen, gell? Schienetassen, ja? Freilich. Kriegst Schienetassen. Okay, Schöne bis Tassen. später. Okay, bis später. Fertig, Servus. danke. Servus, Fertig. danke. Servus. Mokka-Tassen drin. Geschenk. Oh, guck mal. Was sind denn diese blauen Dinger da? Die gibt's überall, die sehe ich in der Türkei auch immer. Die Augen, ne? Augen sind es. Ja, also man sagt Augen. Das ist so gegen den bösen Blick, gegen neidische Augen. Es möge einen beschützen. Also das hängt sich der Türke an sich. Zum Beispiel hier in den Laden. Ja. Der hat bestimmt hier irgendwo auch einen hängen. Ja, da hängen 100. Genau. Ja, weißt Nee, du- ich meine aber persönlich aufgehängt. Die will er verkaufen. Aha. Guck, ich habe auch immer meinen dabei. Ach was. Ich habe nämlich einen, guck, Ach, tatsächlich. siehst du? Du bist so ein bisschen abergläubisch, ne? Ja, ein bisschen bin ich aber, glaube ich. Passt auch gut zu deinem Hemd. Ja, ne? Extra mein, genau. mein Orden. Sollte ich mir auch eins einstecken, hä? Der Okay. Türke mag so. Der mag auch Kitsch, der Türke an sich. Ja? Ja. Dann jetzt die Mokkatassen finden. Also Mokkatassen, genau. Warte mal. Javisarius für die Mokka. Weißt du, zum Foto. Ja, klar. Habt ihr sowas? Hätten wir da. Einen Blick hier. Ja, das wären die hier. Aha. Geswe nennt man die. Das ist Ja, zum ja. Mokka kochen. Die gibt es einmal in Stahl und Also so einen traditionell schönen. Ja, sowas. aus Kupfer. Also, Sie auch noch. ja, die sind aber schön. Du, aber schau mal, was ich da sehe. Guck mal. Das ist hübsch. Schelale. Wasserfall. Ja. Weißt du, was ich damit immer erlebe? Wasserfall. Das ist das Klischeebild, was der Deutsche sich beim Türken vorstellt. Also ich drehe ja. Und oft, wenn ich ans Set komme, an ein neues Set und ich Ja. spiele eine Rolle Ja. und spiele einen Geschäftsmann, und das ist mir bestimmt 5, 6 Mal passiert, Ja. was sehe ich dann in dem Büro, also wo ich da Türkischen Büro. in dem also es ist ja ein Geschäftsmann, der hier lebt. Achso. Ja? Aha. Also ich spiele einen türkischstämmigen Ja. und die hatten dann immer im Büro so einen Wasserfall hängen. Ja, was? Ja, und da habe ich gesagt, sag mal, habt ihr euch alle abgesprochen? Die Ausstatter untereinander? Dass die immer den gleichen Wasserfall oder wird das so rumgereicht? Was, du drehst türkische Film? Nimmst du Wasserfall? Guckst du? Also den sollte man jetzt im Fritz mitbringen, finde ich, oder? Profikoch Hering macht sich jedenfalls keinen Stress. Ja, Statt der Mokkatassen. Das sind bestimmt find ich lieber. super. Frag mal, genau. Ich frage ihn mal. Franz, habe ich dir, grüß dich. Fritz, servus. Grüß dich. Hast du schon wieder ein bisschen hingelegt, oder was? Nein, wir sind gerade in der Backstube drin, weißt Ja, verstehe. du? Du, mal eine Frage. Ja? Jetzt haben wir was anderes Schönes entdeckt. Ein Wasserfall. Wäre das vielleicht lieber als Mokkatassen? Was ein Wasserfall? Ja. Also einen, wo man schüttelt oder was? Einen elektrischen? Einen elektrischen Wasserfall? Ja. Ja. Der würde gut in dein Lokal passen, glaube ich. Aha, ist das also kitschig, oder? Das ist nicht kitschig, ne? Überhaupt nicht. Ja, der Wasserfall ist auch nicht verkehrt. Also ich hab noch keinen Wasserfall. Ja, dann kaufen wir einen Wasserfall. Ja, kaufst mal einen Wasserfall. Das ist Okay. ganz gut. Weißt du, wie das auf Türkisch heißt? Franz. Warte, der Adnan will noch was. Das heißt auf Türkisch Schelale. Dann habe ich dir. Ein Schelali kaufst du mir. Du, der kriegt einen Ehrenplatz, der Schelali. Okay, kauf mal einen Chilale. Also bis gleich, gell? Bis gleich, Franz. Habe ich dir. Servus. Ja. Servus. Oh, guck mal. Hier, die machen Mante. Das mache ich ja auch heute. Guck mal, da holen wir uns den Teig. Okay. Ja. Hallo. Merhaba, kolay gelsin. Merhaba. Hallo. Kolay gelsin. Da kann man ein bisschen Brotzeit machen, oder? Ja? Darf ich Sie fragen, was Sie da essen? Das ist eigentlich nur Pilau und ein bisschen Soße. Sonst, Nur Reis mit Soße. ja, mir genügt. Wenn man so alt ist, braucht man nicht so viel. Wie alt sind Sie denn? 84. 84. Maschallah. Ach so, das ist ja. Türke? Ja, ich Ja. bin, doch, ich bin Aserbaidschaner an sich, aber es ist kein Unterschied, also fast dasselbe. Ja. Also aus Aserbaidschan, ich bin vom Krieg hier geblieben, Aha. vom Zweiten Weltkrieg. Wo? Hier in Deutschland? Ja. Ich bin beerdigter Dolmetscher für die türkische Sprache. Sie hatten dann nicht Heimweh nach Aserbaidschan? Natürlich hat man Heimweh nach dem Krieg, wenn Deutschland hat den Krieg verloren. Ja. Die Leute sind nach Hause zu ihren Eltern. Ich konnte nicht, sonst hätten sie mich
erschossen, nicht? Und deswegen bin ich natürlich hier geblieben. Und das ist nicht so einfach. Was machen die da hinten? Die machen Gößlemmer. Willst du Gößlemmer essen? Ja. Ich meine, ich muss eh bei der Dame noch den Teig holen für den Mantel. Okay. Schau mal. Komm, wir guck mal. Ein Gößel mit. Apfelkuchen. Guten Appetit weiterhin. Achso, fuck. Kolay gelsin size. Hoş bulduk. Sagen Sie, was ist das denn für ein Ofen? Schaut doch fast wie so ein... Das ist uralte Gasofen. Das haben wir extra aus der Türkei hierher gebracht. Aus welcher Ecke kommt das nochmal? Zum Beispiel, also aus der Region, wo ich herkomme, gibt es das ja in der Form nicht. Wo kommt das her? Normal von Anatolien. Das Ja, ist aber- genau mit der Türkei. Kayseri, Sivas, Konya. Ja, da gibt es das. Und das kann nur die Mutti, oder? Ja, das kann wirklich nur Mutti. Deswegen schmeckt sie auch so gut. Ist sie Ihre Mutti? Das ist unser aller Mutti. Nicht nur meins, sondern Aha. die ganze Stadt, deine? ganze Familie. Auch deine. Auch seins. Deswegen schmeckt sie auch jedem das. Ja. Nein, das sagt man im Türkischen auch Ja. so. Ja. Mutti. Ja, nein, man sagt zum Beispiel Tante, Ja. These. Weißt du, oder wenn es eine ältere Dame ist, also sehr alt, dann sagt man auch Dede oder Nenne. Ja. Also Oma. Mama. Genau. Und du wolltest aber so einen Teig auch noch mitnehmen? Ach so, genau, vor lauter Hunger habe ich das ganz vergessen. Du. Bak teyze ben mantı yapacağım. Ne kadar Bundan olmaz mı yani? Bundan olmaz değil mi? Sen mantı yapacaksın. Ha, mantı yapacağım. He. Pass auf, also dieser Teig, bei dem Teig ist kein Hefe drin. Ja. Das heißt, der klebt dann nicht, weißt du? Und wir brauchen für den Mantı-Teig brauchen wir mit Hefe. Yapamayız mı bir yerden? Biraz- 1 kiloluk. Biraz az bir şey yapabilir miyiz mantı için teyze? He işte bir kilo bir şey Ha. yoğurmamız lazım. Biraz yoğur, içine hefe katalım, biraz değil mi? arkadaş götürsün. Ganz schnell, türkisch improvisiert, die macht das. Was, ja? Also ich mache das extra einen Teig? Ja. Ja, macht sie jetzt. Wir machen Improvisiert. erstmal für euch das 4 fertig. Service, verstehst du? Da wird nicht Nein gesagt, da wird Nein, gesagt, nein, wie können wir das lösen? Wir versuchen unser Bestes. Kein Das ist Problem. wirklich cool. Man kann alles immer kriegen, was man Ja, haben ja. möchte. Gell? Nein, gibt's nicht bei uns. Nein, gibt's nicht. Also gibt's nicht, gibt's nicht. Ja, jetzt noch ein bisschen nach, von dir aus gesehen links. Ja, nee, ein bisschen mehr. Achtung. Ja, noch ein bisschen, schneller, nur hier. Ja. Wir kommen, wir schaffen's. Fritz! Getroffen. C'est bon. Das ist eine Landung. Gell? Herrschaftszeit. Grüß Gott. Das ist ja sensationell, ja, grüß euch. Das ist ja eine totale Überraschung. Ja. Der Türke hat ein bisschen Angst gehabt vor dem Wasser. Türke, oder? Aber ich hab meine eigene. Grüß mal, wir haben sogar. Servus. Jetzt musst du mir das abnehmen. Wasserfall. Ja, das Ja, das ist deins. das ist ja unglaublich. Ja. Ja, Franz, das ist wirklich überhaupt nicht kitschig, da hast du recht. Jetzt laden wir das alles mal auf den Tisch, oder? Alles auf den Tisch drauf. Ja. Wollen wir uns einmal orientieren, oder? Was ihr alles habt. Et voilà. Schaut nach viel Arbeit aus, oder? Ja. Beste türkische Petersilie. Das ist ein Segen, finde ich. So Petersilie beim Türken gekauft, da hast du irgendwas. Bei uns sind es Nein, immer das 30 ist Schwanzerl, wenn man was Ja, kauft. da weißt du was Gescheites. Also jetzt pass auf, dann haben wir es auch so, weil ich habe gesagt, ich mache einen Ochsenschwanz. Wo ist denn? Verschwunden. Da ist er. Wer hat ihn genommen? Franz, mach mal. Zeig her. Das ist ja ein schöner, oder? Ist das ein schöner? Ja. Das ist ja ein richtiger schön. schöner. Das ist ein Ochsenfiesel. Aber es ist schön dazu zu schauen, gell? Ja, das ist Wie ja. das macht. Macht er gut. Ich krieg's jetzt nicht genauso rund hin wie die Dame, weißt Nein, du? macht ja nichts. Ja, Die hat das so. das ist ja wurscht. Die hat er ja schon öfter gemacht, die Dame. Mante ist so ein Leibgericht. Das ist auch einer meiner Lieblingsgerichte von meiner Mutter. Die macht das. Ja. Ja, ein Traum. Das ist jetzt wird es eben schwierig, weißt du? Das ist ja schon ziemlich dünn jetzt, oder? Ja, ja, aber noch, kann man noch ein bisschen, ja, machen wir. oder? Ein bisschen. Was meinst du? Ja, machst du schön dünn. So. Ist jetzt doch. Weißt du, warum nimmt man da so ein dünnes Nudelholz? Weil du sonst die Fläche nicht kriegst, die große. Ach so. Die machen das ja eigentlich vom Durchmesser her so. Ja, ja. Und dann kommst du mit dem Nudelholz normalem eigentlich, ich meine, ihr habt ein Profi-Nudelholz, guck dir das an. So auch nicht schlecht. Ja, wir nehmen halt das halt her, also wenn wir zum Beispiel, weil wir rühren ja einen Strudelteig mit der Hand aus, weißt? Also das ist ja, der Strudelteig ist ja ähnlich. Ist ähnlich, ne? Ja. Willst du es mal machen? Geht auch, oder? Geht auch, ist ein bisschen unsexy.
Das sieht so brachial aus, das mag Ja, ich bin ja ein bisschen robuster strukturiert. Ja, eben, Schatz. Aber wir können alle nicht mit der Omi mithalten, wie die das Nein, macht. also du, Wie eine das Fee geht ist die bestimmt. mit dem Zeug Ehrlich. umgegangen. Du, die schwingt das dann so und das macht meine Mutter eben auch. Also die kann dieses... Richtiges Kunststück ist das Ja. schon gewesen. Gell? Ja, aber der Teig, der ist gut. Schau, der Ja, ist, super. Guck. Wie ein der reißt Fensterleder, nicht. gell? Ja, der ist super. Den kann man gut hernehmen. Sehr gut. Da fahren wir zum Kochen, oder? Ja. Also da müssen wir jetzt die Dinge reiben, oder? Und dann muss man es erstmal in salzen, dass das Wasser verliert. Das sind jetzt die Blättchen für unser Mante. Dann tun wir hier das rein. Dann zack. Dann muss man das so kunstvoll einmal jede Ecke nehmen. Einmal die und einmal die und dann so zusammen. Zack. Aber die sind wirklich, da her mit, darf man die nicht so flach klopfen, gell? Der hat so schön hingelegt, schmeißt das so durcheinander. Nein, ich Aber muss, wir haben es so durcheinander geschmissen. nein, ich muss ja dann wieder schon her. Nein, Du musst das so würzen, ich gell? muss da würzen und dann. Ja. Aber jetzt nehmen wir auch gerade wieder den Pulbüber her, oder? Was sagst du? Freilich. Hä? Ohne Pulbiber geht überhaupt nichts, finde ich. Nix, ich finde auch. Also wenn man ein bisschen türkisch kochen will, Salz, Pfeffer, Ja? Pulbiber. Warte mal, wir können es ja hier, wollen wir es hier machen. Der Pulbüber ist eigentlich gepresster Paprika oder was? Oder? also ich bin der Meinung, dass Biber Pfeffer heißt, aber der Adnan sagt, Biber heißt Paprika. Das ist ganz ein scharfer Chili. Irgendwie so Chiliflocken, oder? Sakrament. Getrocknet halt, weißt? Das hört sich halt irgendwie lustig an, wenn du sagst Pulbüber. Ne? Ja, ja. Aber jetzt nehmen wir ihn auch schon her, wenn wir schon da haben. Schau her, jetzt habe ich den Pulbüber. Normale Sehr Gewürzmischung. scharf, gell? Scharf ist er schon, der Hund. Scharf ist er, der Pulbiber. Ist er scharf? Ja, ja. Ja, ja, logisch. Und wird er. Wir haben wieder unsere Mischung, aber à la Hans-Peter. Das ist unsere bayerisch-türkische Mischung, oder würde ich sagen? Würde ich sagen, ja. Das schöne Lammkotelett hast du schon her, dann die wir dir jetzt schon schön herrichten da. Kommt der Pulbiber? Mit dem Pulbüber mit den Kräutern. So, jetzt machen wir die Füllung drauf. Also die muss man jetzt salzen, die Dinger, dass die weinen, also Ja. dass die einfach so Wasser ziehen. Und da muss man schauen, dass er das Wasser möglichst rauskriegt, weil sonst die Zucchini-Pflanzen auseinanderlaufen. Ist schon klar. Ja, wie beim Radi. Aha. Salzen und dann muss man das so 10 Minuten stehen lassen. Und dann brauche ich noch so ein Küchentuch zum Ausringen. Was brauchst du? So ein Leinentuch oder Küchentuch oder so. So, der haben wir unseren Ochsenschwanz gleich einmal. Wunderbar, danke dir. Ja. Wenn die dann an der Seite offen sind, macht nichts, oder? Nee, das kann offen bleiben. Ach so. Das ist ja wie Weihnachtsplätzchen. Das ist Sträflingsarbeit, ist das. Kann man was mithelfen? Ja, bitte. Bitte. Guck mal. Dann passt Also diagonal, so, burt, burt. das. Hier, die Ecken so zusammen. Das ist auch schon richtige Arbeit. Gell? Ja. Ja, ja. Aber das ist das Schwierige, finde ich. Also das ist das Tapfere an dem Essen. Ja. Ey, dann muss man seine Gäste lieben. Ja. Dann musst du das wirklich lieben. Machen wir Also so. ich weiß, dass meine Mutter uns geliebt hat. Ja. Oder Mhm, liebt. ist schon klar. Entschuldigung. Bei uns kochen die Muttis gar nicht mehr. Gell? Kaufen die Büchse im Miracoli. Weißt du, was ich oft nicht verstehe, ist das, dass oft bei Wohnungen ein wahnsinniger Wert auf Küchen gelegt wird. Ja. Und auch auf die Ausstattung. Gell? Und jeder, wenn es dann irgendwo hinkommst, sagt, dass er eine neue Küche vor. Ja. Du, die haben mehr drin als ich in meiner Restaurantküche, verstehst? Ja. Dann sage ich, was machst du mit dem Ding? Das ist ein super Ofen. Den habe ich noch nie hergenommen. Ne? Ja, toll. Super. Die bayerischen Schmorkartoffeln und das Ochsenschwanz-Ragout sind fertig. Lammkoteletts und Zucchini-Pflanzerl brauchen auch nicht mehr lange. Gerade wieder, der Hund, der wird Oh, unsere Gäste kommen, Leute. Die Gäste heute? Das Ensemble des Münchner Improvisationstheaters Impro alla Turca. Jetzt habe ich ganz pappige Hände. Frauen küsst man nicht. Hallo, freut mich. Servus. Merhaba Ercan. Oh, Yusuf Bey. Merhaba. Sagt sie euch hin und trinkt sie. Ja, genau. Wir kochen zu Ende und dann geht's gleich los. Wir sind gleich bei euch, ja? Okay. Du bist aber schon verheiratet, mein Lieber. Was ist jetzt Franz, los? für deinen unglaublichen Wasserfall, Nein. für einen fantastischen Wasserfall, verstehst du das, muss ich ein Gegengeschenk machen. Nein. Und da haben wir gedacht, Schöne Überraschung. Oh, die kommen auf uns zu, Mann.
die beste Band der Welt. Ja. Nein. Doch, die Traubinger Blaskapellen, die spielen auf, das ist sensationell. Die sind alle gut drauf hier. Verstehst? Und die spielen ab und zu im Biergarten bei uns. Ja. Ne? Und ja, Prima. ist halt ein schönes Gegengeschenk für deinen Wasserfall. Ja, sehr nett. Ja? Also freut dich, oder? Vielen Dank. Jetzt muss ich jetzt kommen. Danke, ihr Buben! Das war eine Erscheinung. Ihr wart super! Impro-Theater, was heißt denn? Also ich habe schon so eine Idee, aber türkisches Impro-Theater? Deutsch-türkisches Improvisationstheater. Und wir improvisieren deutsch-türkische Geschichten. Und unser Motto ist, wir sind deutscher, als man denkt. Und bei uns im Theater wird auch wirklich Integration gelebt, weil wir deutschsprachige Shows haben, wo Türken und Deutsche gemeinsam unsere Shows anschauen. Was ist denn in türkischen Augen, was ist denn typisch deutsch? Pfennigfuchserei. Pfennigfuchserei. In Deutschland ist es ja so, wenn man irgendwo essen geht, dann wird gefragt, die Rechnung getrennt. Ja. Hast Und du es- 2 Brezen gehabt? Oder was? Ja, genau. Und was ist typisch türkisch? Zu spät kommen. Zu spät kommen. Also wenn du dich mit einem Türken um 2 triffst, dann reicht es, wenn du um 2:30 da bist eigentlich. Ja. In der Regel, ja. Stimmt, der kommt immer so ungefähr 15 Minuten nach Drehbeginn. Aber da pünktlich. Da bin ich pünktlich dann. Also Ich würd sagen, Gastfreundschaft irgendwo die- haben wir schon mitgekriegt. Die Irgendwie. Gemütlichkeit, würde ich sagen. Also Ja. auch mal erst mal ankommen, einen Tee trinken. Ja. Das ist für mich so türkisch. Ich glaube, deswegen können wir auch gut improvisieren. Weil wir einfach nicht nachdenken und auf die Bühne gehen und uns von den Zuschauern Vorgaben geben lassen und einfach drauf improvisieren und spontan sein können. Ja. Aber das ist auch türkisch, also spontan sein. Wir versuchen auch im Improvisationstheater sogenannte Non-Klischees zu spielen. Das heißt, dass wir auch nicht nur die türkische Putzfrau spielen, sondern auch die türkische Anwältin zum Beispiel. Ja, also wir versuchen geht auch die? Brüche einzubauen. Wie geht die? Ja. Die geht genauso auf 2 Beinen wie die deutsche Anwältin. Und wie tut die Wie tut die? türkische Anwältin? Die wird sie tun, genauso wie eine deutsche Juristin. Vielleicht Also, trinkt die noch einen Tee zwischendurch, zwischen den kann durchaus Klienten. sein. Ja. Aber die Akten sind auch fein, säuberlich geordnet. Wenn du jetzt zum Beispiel wirklich ein richtiges Problem hättest, darfst du lieber zu einem türkischen Anwalt gehen oder zu einem Deutschen? Oder wäre das Kommt wurscht? darauf an, mit wem ich das Problem habe. Ja, sag mal, du hast jetzt Wenn ich mit dem Deutschen habe, dann gehe ich zum Türken. Wenn ich mit dem Türken habe, gehe ich zum Deutschen. schlau, das ist gut. Das ist aber sehr schlau, ja? Ja. Aber was sind denn zum Beispiel die meisten Klischees, die ihr spielt? Die türkischen oder die deutschen? Ich weiß nicht. Wenn wir zum Beispiel nach einem typisch deutsch-türkischen Gegenstand fragen und auf 3 sagen, dann kommt 1, 2, 3, Döner! Und manchmal kommt auch BMW. Ja. BMW. Ja, aber es ist ja so bei den Deutschen, das heißt, die haben halt immer schon Kraut geheißen oder so, weißt du? Kartoffel. Ja, oder Kartoffel. Also so gesehen hat das ja jeder irgendwo, Ja. schätze ich mal. Ja. Oder? Nicht umsonst so eine Kartoffel gemacht, der Kraut. Aber was wir auch ganz oft spielen, ist in der Szene, wenn das in der türkischen Wohnung ist, dass man die Schuhe auszieht, wenn man in die Wohnung reingeht. Ah, macht man das? Ja. Ja? Ja, aber jetzt, also ein Mädel wie sie ist, zum Beispiel, ist jetzt ein Fesch angezogen von mir, das hat jetzt ein Kleidel an und hat hohe Schuhe zum Beispiel, ja. Und jetzt gehst du irgendwo hin und dann musst du die Schuhe ausziehen, dann schaust du aus, dann tappst du wieder das Anden eigentlich. Ja, aber da hast du als in der Regel, aber in der Regel hast du deine eigenen Hausschuhe mit dabei. Ja, Ja schon, aber die ganze Wirkung ist ja nicht mehr da. Na, du hast dann aber hohe Hausschuhe mit Das sind dabei. so hochhackige Hochhackige Hausschuhe Ja, hast du in ehrlich, der Tasche. geht man dann mit Hausstand zum Besuch? Genau, du bist mit deinen eigenen Ja, mit Hausschuhen. Hohe dann praktisch. Ja, ja. Also wenn ich dich jetzt zum Essen einladen würde, ich wollte dir einen Fisch kochen, habe ich dann vergessen und du hast das aber reklamiert. Aber da wärst du mit Hausschuhen gekommen. Mit hochhackigen. Mit dem Dirndl. Na, Franz? Und was sagt ihr jetzt zu dem bayerischen türkischen Essen? Ist das was? Passt das zusammen? Ja, absolut. Also sehr gut. Okay. Habt ihr den Ochsenschwanz vom Hering schon mal probiert? Der schmeckt wie Weihnachten. Wenn meine Schwester aus der Türkei kommt zu Besuch, die hat ja mal hier gelebt, die ist zurückgekehrt. Wenn sie kommt, als erstes gehen wir Schweinebraten essen. Ja. Mit Jetzt Knödel. ohne Schmarrn. Super. Ihr seid Das nicht ist- richtig gläubig, oder? Also ich bin Kind von eben 50er Jahre und 60er Jahre, war in der Türkei absolut
keine Religion, gar nichts. Ja. Also wir sind total antireligiös erzogen worden. Das war so die Zeit nach Atatürk. Ja, absolut liberal und das, was heute ist, das erkenne ich nicht wieder. Ja. Das ist nicht meine Türkei, was ich schon mal gekannt habe. Das war so ein weltoffenes europäisches Land eigentlich. Total. Ja? Ich weiß nicht mehr, wie lange Junta an der Regierung war, aber danach ging es dann, dass der Özal eben gekommen ist. Ja. Und dann ging es halt so richtig los. Dann wurde das ganze Land wieder religiös. Aber eins muss ich dazu einmal sagen, wenn sie die Leute jetzt wegen am Glauben umbringen oder was weiß ich, die sind alle nicht ganz dicht. Das heißt, bitte, ich mein, irgendwo hört es doch auf, oder? Ja. Also aber so viel kannst du gar nicht glauben. Also wenn es dann alles richtig ist, dass ich dann dafür einen umniet. Ja? Das gibt's doch nicht. Das Problem ist ja, dass die Instrumentalisierung von Religion schon immer funktioniert hat. Es ist nur traurig, dass es heute noch funktioniert. Von Überzeugungen, von Haltungen. Das ist ja paradox, ja. Das ist wirklich traurig, dass sich die Menschheit noch nicht wirklich weiterentwickelt hat in dem Punkt. Mich würde jetzt interessieren, wann ist man jetzt in Türkei, wenn man einen türkischen Pass hat, wenn man türkische Eltern hat? Ich glaube, wir sind eine eigene Klasse für sich. Ja? Wir sind durch die ganzen Jahre hindurch zwischen zwei Kulturen hin und her gerissen. Und wir haben uns, glaube ich, irgendwie zu irgendetwas ganz anderem verkörpert oder umgewandelt oder umgeformt. Und deswegen sind wir auch... Das finde ich jetzt aber lustig. Deswegen empfinde ich, dass wir viel anpassungsfähiger sind, wie die nur Deutschen oder die nur Türken. Das geht nicht. Man kann sich nicht mehr entscheiden. Also mittlerweile geht es halt einfach nicht mehr. Ja. Es geht nicht. Ich kann jetzt nicht zum Beispiel in der Türkei leben und sagen, so, jetzt bin ich dort, weil da wird mir unendlich viel abgehen. Aber ich kann auch nicht sagen, ich bin reine Deutsche. Ja. Dafür geht mir dann viel zu viel türkische Kultur ab. Also man kann sich nicht mehr entscheiden. Man kann nur manchmal trennen, und zwar, wenn Deutschland gegen Türkei Fußball Aber wenn ich spielt. sage quasi Türke, dann seid ihr beleidigt, oder? Ja, wieso? Also mal ganz ehrlich, ich meine, das Spiel 3-2 war doch, also ich meine, war zwar ein sehr spannendes Spiel, aber geblutet hat das Herz trotzdem. Also meint schon ein bisschen. Ich meine, ich komme sowieso mal bis ins Finale, das ist sowieso klar, aber trotzdem fand ich das schon schwierig, die Situation. Aber wir haben in jedem Fall gewonnen. Also, Ja, das war... wir konnten bei diesem Spiel nicht verlieren. Bei meinem Arbeitskollegen habe ich gesagt, klar, Deutschland, hey, ich bin in Deutschland aufgewachsen. Wenn Türkei weitergekommen wäre, hätte ich gesagt, hey, ihr wart doch schon mal Weltmeister. Also in jedem Fall... Ich habe gefeiert. Genau, ich habe gefeiert. Eben, man soll die Feste feiern, wie sie wollen. Ne? Ich wollte mit dir anstoßen. Das ist ja auch interessant. Viele Deutsche denken ja, dass Türken zum Beispiel keinen Alkohol trinken. Also, ich kenn viele Türken. Schön, dass ihr gekommen seid. Okay, ist das Klischee schon mal weg, oder? Prost. Prost. Ja, türkische Prost. Türkisch. Şerefe. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Ja, schön, dass ihr gekommen seid. Adnan, danke, dass du Danke.